Ihre Damen und die Herren, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz vom LCGB, die an der Suite von der Reunion vom 21. März die Gewerkschaft mit der Regierung hat, wo es stattfindet. Wir haben nach dieser Reunion und am Vorfeld von dem Staatsminister seiner Deklaration, die wir in der Chambre stattfindet, einen Brief und den Staatsminister geschickt mit den Überlegungen und den Forderungen vom LCGB im Kontext von der Reunion, von den Diskussionen und der Reunion in Freitag stattgefunden haben. Erlaubt man zuerst den Kontext zu situieren. Wir sind in einer Situation, wo wir merken, dass die Leute und Betriebe schaffen, noch immer die Konsequenzen von der Krise von 2008 ausgesetzt sind. Wir haben eine starke Progression vom Chômage. Der Chômage hat sich an der Natur geändert. Wir haben an den Jahren 2000 einen Chômage gehabt, den echter sozialer Natur, den sich zu einem Chômage Ökonomik gewandelt hat, an den riskiert oder die schon zum Teil Chômage strukturell hinaus, wenn den absolut Zahlen an Prozent guckt, dann stellen wir fest, dass die Evolution ganz besonders erregend ist. Wir haben eine Reihe von Restrukturationen und Verhalten, die man die ganze Zeit immer nur konstatieren, feststellen. Ich will also erinnern, dass am Banksektor 47 Sozialpläne seit 2008 stattgefunden und dass du über 2642 Arbeitsplätze verschwunden sind, weggefallen sind. Wir haben am Chômage das Problem, dass 45% von den Chômeurs keine aufgeschlossene Berufsausbildung haben und immerhin noch 41% von den Jungen sind auch an dem Fall, was auch ein ganz großes Problem geschlossen lässt, für die Leute einen Platz zu finden. Wir brauchen neue Pisten, weil wir sich bekämpfen und Chômage geht. Wir stellen noch fest, dass der Arbeitsminister eine ganze Reihe von Erfolgen und Engagement eingegangen ist, weil sich die Reform von der ADEM geht. Der LCGB begrüßt auch die Erfolge, die in die richtige Richtung gehen. Wir stellen auch immer noch fest, dass man im Privatsektor keine Arbeitsplatzaufsicherung haben, keine Aufsicherung von den Existenzen und dass dadurch an der Stabilität vom Berufsleben für die Leute ein großes Problem darstellt. Den LCGB hat an der Vergangenheit Modell durchgestaltet, die sich inspiriert hat und Elemente, die man in der Psychologie entwickelt haben. Das ist für uns ein Übergangsmodell, das ist auch ein Modell für natürliches Finanzement, muss aufgesichert sein, was natürlich an Zeiten, wie man es heute kennen, relativ schwierig ist. Wir haben einen zweiten Konstat, das ist die Kollektivvertragspolitik an den Kollektivvertrag nennen zwei Elemente, das ist aus dem von der Psychologie, wo solche Kollektivvertrag aufgeschlossen ist, den Leute belascht, die nicht nur ein Kollektivvertrag ist, die keine Kraftkrafterweiterung hat, die sogar eine Regression durchstellt. Und wir haben das selbst am Kollektivvertrag von den Bankemployés. Das heißt, sich beginnt der Kollektivvertrag die echte Kraftkraft von den Leuten stagnieren lassen oder die sogar eine rückläufige Kraftkraft am Nussschwerten sehen. Wir stellen also fest, dass die Situation für die Leute und die Betriebe beschäftigt sind schwierig ist, aufgrund von zwei Elementen. Das ist die Aufsicherung von den Existenzen von den Leuten. Und der zweite ist eine Kraftkraft, die ob man stagnieren. Und da können wir ein drittes Element dabei, das ist die Decisionen, die die neue Regierung geholt hat. Das sind Decisionen am Niveau von der Reform von der Bourse d'études, auch von der TVA, die sich auch Kraftkraft von den Leuten ganz negativ werden impactieren. Wenn ich das nächste Projekt höre, das die von den Reformen, also die finanziert pour l'étude supérieure, also das soll das LCGB nicht d'accord mit der Reform ist,
die sich eine Verschlechterung par rapport zu der Situation, wie sie halt eben dort durchstellt. Wir stellen fest, dass Sozialkriterien, die heute gefordert gehen, sich dazu feiern, dass auf jeden Fall alle Menschen Männer Buchskritt für DZB als klar, dass ein Montant Garantie von noch manst 4.000 € an der Buchs pro Jahr ist enthalten sie ganz einfach 4.000 €. Wie kommen auf dem Montant 4.000 € stellen Minimum durch, wenn ich für das echt kann an einem Ménage Kannergeld ausreichend am Jahr de Boni d'enfant en allocation de rentrée scolaire, da kann ich sich kein Buchsmann, die nicht kleiner als 4.000 € tun, aber so sich Leute ganz einfach in eine Situation kommen, die nach nicht schlecht ausgewählt diese 4.000, diese 2010 hatten. Der zweite ist, dass man nicht dagegen ziehen, dass ein Reihe von Kriterien macht an den Projekt ablesen, wie der Fett, dass er Loyer bezahlt muss gehen, aber dann echt der Fett, dass er Loyer bezahlt muss gehen von einem Student, wie dann, dass sie nicht als in einem Pays de Résidence studieren, eine Menge, dass sie da effektiv auf die reale Dépense muss gucken, die Leute haben. Wir haben an dem Dossier striktement für eine Gleichbehandlung von allen Studenten geschafft. Das ist, dass wir eine ganze Reihe von Planten gefördert tun, aber wir solche über TV alle Diskrimination aus den Face-Säulen. Wir stellen aber fest, dass solche Leute, die auch vom Lützeburger Buchsensystem profitieren, diskriminiert gehen. Ich nenne mal zwei Beispiele, oder in Deutschland, Studenten, die in Deutschland angeschrieben sind, gehen auch gefordert, GEZ zu bezahlen, dass sie die deutsche Radiodiffusionsgebühren, wobei Studenten in Deutschland die BAföG bezahlen, das nicht tun. Und zweitens geht es an Frankreich gibt eine Reihe von Subsidien für Loyer für Studenten, wo sich auch nicht klar gestanden ist, wo sich dann die Lützeburger Studenten die nicht kriegen können. Wir rufen auch dann die Lützeburger Regierung auf, gerade so wie die Lützeburger Gewerkschaften dafür zu sorgen, dass es sich eine absolute Gleichbehandlung hergestellt wird und dass du käme, wo sich desavantagiert wird. Die nächste Überlegung, die wir am Dossier von den Buchsen tun, ist, dass man so wie weit gehen wir nicht hin, und wir machen zur Examen du Dossier d'Element von Pré, was haut 6.500 € pro Jahr aus, variabel, das heißt, dass ein Student die ganz einfach mehr als ein Dossier kann nachweisen, dass er mehr Depensen hat, dann nie ein grosses Pré kann zur Verfügung gestellt kriegen, weil man ganz einfach für die Leute die Möglichkeit gibt, dass sie können studieren, nicht mehr aufhängig von ihren intellektuellen Moyens und das nicht irgendwelche finanziell Sperren entstehen, für das Leute können auf eine Uni gehen. Wir wissen, dass an Europa eine Reihe von Ländern ganz andere Ausschreibungsgebühren haben wie verschiedene Länder, die wir da kennen. Ich denke nur in England, und das die ganz sehr Limiten noch von unserem System erreicht. Der LCGB wird auch 100 Mal gemacht. Den Outil von der Petition Publique von der Chambre des Députés benutzen. Wir haben den neuen Buchgefragt, wir können die Überlegung durch Form von einer Petition im Internet-Site von der Chambre zu publizieren. Und wir werden noch dazu aufrufen, dass Leute die Petition dann über Internet auch unterschreiben können. Das ist ein neuer Outil, den wir kriegen. Und wir sind der Meinung, dass über DWH auch dann ein Debat an der zuständigen Chamberskommission stattfinden kann, für den Debat, um sich auf die dort Elemente auch können zu zentrieren. Der zweite ist dann Tools von der TVA. Wir sind der Meinung, dass die Regierung aus einer reiner Budgetslogik raus muss gehen und dass halt auch muss geguckt werden, wie die Salarien an den Betrieben geht. Am Platz, dass man Jahr für Jahr das Element oder das Element von der Steuer, von der direkten, von der indirekten Steuer, von der Solidaritätssteuer absetzen, sind wir der Meinung, dass Heimis global Finanzkonzept abgesetzt gehen. Wir sind auch der Meinung, dass man schon zu einer Reihe von Jahren den Barren nicht mit dem Index angepasst haben, also der Barren der Position mit der Inflation angepasst haben, wird also schon auch indirekt zu einer Belastung von der Leute feiert. Wenn sich Barren reformiert, soll gehen, wie die Staatsminister das auch
erklärt wird, dann also für uns auch ganz klar, dass sie muss den Faktor, mit dem Fakt rechnen wollen, dass also Spitzensteuersatz schon relativ früh spielt. Ich meine, das von 41.800 € Klasse 1 respektive 83.000 € Klasse 2 und dass du sich so feststellt, dass man auch gewisse Miete kommen wird Besteuerung von den physischen Personen kommen. Wir sind aber der Meinung, dass Erfolge muss gemerkt werden. Wir sind der Meinung, dass das Budget muss an den Equilibrbrück gehen, ganz einfach weil das Staatsbudget Basis von also sozialer Sicherheit ist, auch wenn wir das Staatsbudget nicht aufgesichert tun, da stellen wir sich als Sozialsicherheit so wie mehr sie halt können froh. Und da stellt froh sich viel mehr mit. Wir haben von indirekten Steuern geschwärzt, von direkten Steuern geschwärzt, können auch Betriebe mehr an Pflicht stellen. Wenn wir also mehr Betriebsbesteuerung verlangen, da kriegen wir doch auch ein Problem, dass wir klar, dass in Europa, was Besteuerung von den Betrieben angeht, einen ungesunden Dumping einfach gemerkt wird, sodass auch der Pistolimite gesagt wird, und dass sie mehr als ich der Meinung, dass sich die Regierung haben ist, eine Politik verfolgen, wo mehr kleine Ermittler Betriebe an Land kommen. Ich will auch ganz klar sagen, dass an Eisenarm halt Betrieb wie ArcelorMittal echt der mittlere Betrieb ist, dass das schon lange keine große schwere Industrie mehr ist, also mehr an dem Dutten, das mehr auf die Dutten, wie muss gesagt, die an das am ist dann Kader Pisten abgezeichnet, die von der Regierung, weil du relativ schnell Arbeitsplätze können geschafft, die Leute abgestellt gehen, aber auch die Betriebe und Employer insgesamt sich verpflichten, dass dann mehr Leute aus dem Chômage abgestellt gehen, dass die Leute auch dann anständig bezahlt gehen, dass man Kollektivverträge können verhandeln und dass man über DW mehr Arbeitsplätze generieren, man auch Chômage kriegen, Freien limitieren, und über DW auch dann mehr Rezepte kriegen, weil was die Leute schaffen, weil doch die Lohnsteuer bezahlt wird. Dann hat sich später doch seine Forderung, da tun wir Frage auch klar gemacht, nur Abrufen von einer nationalen Tripartite, die das erlauben muss, die Mesuren, die man gegen Chômage sollen, die Engagementen, die man von den Patron brauchen, sich festzulegen, und noch zu sorgen, dass man ein Equilibre für die Staatsfinanzen kreieren, den sich sozial ausgewogen ist, den du deine Weise stammen könnt, die sozial ausgewogen ist, den CGB als eine konsensuelle Decision am Kader von einer Tripartite nicht mehr mit d'accord, dass Salarien einseitig von Regierungsdecisionen noch zusätzlich können belastet. Wir haben das an einem Brief festgehalten, den Brief wird auch an dieser Pressekonferenz natürlich verdient, dann wurden an dem Brief aber nicht nur die Überlegungen beschrieben, also abgezeichnet wurde ein ganz Fall von anderen Sujets abgelöscht, die als sich am Kader von dieser nationalen Tripartite nicht noch die Jeu gesagt, in der Dinge das natürlich denken, den Index, den Haut noch mehr wichtig wird, weil man ganz einfach gesehen, dass andere Kollektivverträge eine Politik für die Stadt schon gesucht haben, bevor wird die nicht wieder zu feiert, dass Kraftkraft aufgesichert wird oder ausgebaut wird, also aus dem Index, an dem sind so wichtig. Außerdem sind wir auch der Meinung, wir haben eine Freude abgedeelt, dass die nächste Indextranche no Oktober erfahren, sie gave wahrscheinlich Dezember oder Januar erfahren. Wann keine TWS-Erhöhung gemerkt, da gibt es nur die Indextranche am nächsten Halbjahr vom Jahr 2015 erfahren, sodass wir der Meinung sind, dass sie zum alles, also zum System 400 Modulation zurückkommen, natürlich zum integralen Abwehr von unserem Indexsystem, weil heute kein Argument besteht aufgrund von der Inflation für das nicht umzukriegen. Ein zweites Element, das die Réemploi, also solche ganz wichtigen Uti, weil Leute Platz verlieren für solche materielle Existenz können aufzusichern, was ein neuer Platz tun. Da wirst dass du den EK zwischen einem neuen Salär, die niedriger ist wie den Salär, den der Employer für hat, zu dem ausgeglacht wird. Da könnte sich gesucht von der Regierung, natürlich auch schon die Regierung für ausgesucht, dass du eine ganze Reihe von Abühe wären,
Und das aus dem Grund du Plafonnement ist angefordert, nicht klar gesucht wie viel. Wir sind der Meinung, dass von den Abüen wird, soll geht die Abü 4 Uhr, die Abü ging schon wie lange, ich meine die Abü ging schon so lange wie das Gesetz gibt. Da soll man geht die Abü 4 Uhr an die Employer, die diese Stunde etwas haben, das aufgemacht was dann noch zur Rechenschaft zählen, und nicht ein Gesetz, was extrem wichtig ist für Leute, die ihren Arbeitsplatz verlieren, die das Gesetz sich brauchen, wir können einen gewissen Existenzniveau zu haben, das Gesetz dann muss sich auch vorzustellen, aufzuschaffen oder so sich zu verändern, dass es nicht spielt. Ein weiteres Element, das Lohnfortzahlung am Krankheitsfall, da wisst ihr, das sind 2009, dass ein Reihe von Employern, die Leute, die haben am Schicht schaffen, die Nötschicht die Sonne schaffen, die Feuerwehr schaffen, am Krankheitsfall, der gibt mir für die Bezahlen, da sind Interpretationsdivergenzen aufgetaucht am Kader für die Aufhebung vom Statut unique. War es so, dass ganz verkass Situationen entstanden sind, ArcelorMittal als Gruppe bezieht hat, aber eine Reihe von Filialen von Gruppe ArcelorMittal am Land bezahlt nicht. Wir sind an einem von den Filialen noch Gericht gegangen, wir sind bis an Kassation gegangen, haben wir uns recht gekriegt. Haben wir schon letztes Jahr so gekriegt von den dämonischen Ministern von der Erdbestoff, von der Sécurité Sociale, dass da sollen eine gesetzliche Klarstellung kommen, mehr brauchen die. Wir haben keine Lust, dass man das beide sich mit ihrem Patron sich recht müssen abklären. Und dass das in einer Weise wieder in den Betrieb kann funktionieren. Und wir hätten gerne, dass die Legislation klar nachgeguckt an dem sind du klar gestaltet. Ein weiteres Element, das sind Präretreten. Wir hätten gerne, dass Präretreten, die wir so halt kennen, weitergefordert gehen, Präretret Ajustement, Präretret Solidarität und Präretret für die Leute, die eben justement nicht Schicht geschafft haben. Wir wollen noch das Leitelement für den Präretret angefordert wird oder verbessert wird. Es gibt auch schon ein Präretret progressiv. Wir hätten gerne nur Diskussionen über den allgemeinen Modell von so einer Präretret, die die Leute überleben, wie lange insgesamt aktiv zu bleiben, aber dann schon vielleicht echt herauszuklammern. Da gibt es eine Reihe von Überlegungen, die ihr könnt machen. Und wir sind der Meinung, dass den Uti muss mehr attraktiv gemacht werden und noch mehr in Richtung von den Leuten muss gehen. Allgemein sie revendikieren mir, dass Leute, die penibel Ernstkonditionen haben, können an den Rand gehen, um das abrüsten an ihrer Rente par rapport zu der Reform für die Pensionen, wie sie das Jahr abgesagt haben. Also hätten wir auch gerne eine neue Definition von der Penibilität, die sich nicht mehr auf Nötschicht kapizieren, so wie wir das halt am Gesetz tun. Das weitere Element, das Rücklassement professionell, wo man steht um eine ganze Reihe von Sachen, du musst eng so. Es gibt ein Statut angefordert für Personen, die an einem Rücklassement professionell sind, aber dann extern. Wir hätten auch gerne, dass das Statut spielt, dass es nicht verlötet, wenn man sich bald intern reklassiert. Wir haben eine ganze Reihe von spezifischen Überlegungen, die wir auch da gerne diskutiert hätten. Die Situation von den 52 Stunden am Krankheitsfall, das ist etwas, was schon seit Jahren ein Thema ist, aber du sich penibel ist, dass das nochmal ein Thema hier im Land ist. Leute, die auf eine Referenzperiode von 104 Wochen zurückgeguckt, 52 Wochen krank sind, verlieren ihren Arbeitsplatz und haben auch nicht mehr Zurecht auf die Ausbezahlung vom Krankenschein. Wir sind der Meinung, dass das sowieso nicht mehr für eine ganz kleine Zahl von Leuten spielt, die auch schwer krank sind. Es kann nicht sein, dass wir darüber Diskussionen führen, das Gesetz gehört aufgeändert. Wir haben gleich provisorisch Lesung gekriegt, und wir hätten aber gerne, dass du ein klares Gesetz könnt oder dass du eine klare Gesetzänderung könnt, die sich alle Härtefälle vermeidet, dass sich etwas, wo wir schon Jahren darauf hinweisen, und wo wir aus einer provisorischen Lesung bis halt noch nicht weiter kriegt. Am Erbestrecht will ich klar darauf hinweisen, dass wir der Meinung sind, dass der Kanton muss eine legale Basis kreieren. Das wäre sich ein Gesetzesprojekt, die für ein paar Jahre viel Glück in die aber zurückgezogen, dass die so verändert gehen. Wir sind der Meinung, dass etwas wie die Kandidatur halt Sinn ergibt, dass die Leute sich kann erlauben, hier
Erbeszeit, ihre Lebenserbeszeit an ihrem Sinn, um mal können flexibel zu planen, Formationen können zu machen, eine bessere Konstellation zwischen Familienleben und Berufsleben zu machen. Und wir sind dafür der Meinung, dass die Piste dann einfach auch eigentlich ja, am Gesetz gehen. Aber wir sind natürlich gewählt, so wie die Regierung dadurch umgedeutet wird, dass unsere Kontrakte Travailleurs déterminés sollen flexibilisiert gehen. Bei einem Land als es so, dass den unbefristeten Erbschaftsvertrag Regel ist, das soll auch so bleiben. Das nicht Gesetzgebung über Erbschaftsverträge, die sich die letzte Krise bewirkt wird, die eurem Land Probleme bewirkt wird. Wir haben die dort Gesetzgebung sind Ende 80er, Anfang von den 90er Jahren. Und das ist so, dass wir eine ganz gute Evolution, eine ganz gute ökonomische Evolution im Land hatten. Betriebe haben da nie Probleme gekriegt durch die dort Gesetzgebung. Wir sind nicht an die Probleme so verändert. Wir brauchen nicht alle Fehler zu machen, die die anderen Länder auch schon gemacht wird. Dabei den Medizin konventionell, also ein Regierungsprogramm dran, dass wir sich eine Reihe von Medizin komplementär, wie das halt genannt wird, wir sich sollen matt an Remboursement für der CNS angeholt, wie sie sind der Meinung, dass das nicht unwichtig ist, dass sie eine neue Piste muss holen oder als Gewerkschaft auch gemacht. Und dafür sind wir der Meinung, dass die Diskussion noch muss gefördert werden und dass sie noch dann so nehmen, muss man nicht für Papierweise, dass die LCGD in Mann hat schon ein Deelremboursement bei Konsultation von Osteopathen, Chiropraktiker und Diätitinnen und unerkannt sind. Als Gewerkschaft sind der Meinung, dass das der richtige wäre, also dass das auch dann muss sich können an einem Land auch bei der Krankenkasse befallen sind. Dann eine letzte Überlegung auf die Revalorisation vom System von der Scheckverfahren. Der erkannte System von der Scheckverfahren, das ist aber so, dass die letzte Revalorisation meine schwer am August 2001 Zentner hier und Kasten geändert. Aber wir sind der Meinung, dass sich die Leute, die heute Scheckverfahren kriegen, dass sie sich voll von einem Scheckverfahren muss, sich der Evolution von der Kasten rechnen wollen und das den dadurch ja revalorisiert. Alle die Überlegungen haben aufgrund von der Reunion Plattform an den Brief gefasst. Den Brief wird gestern mit den Staatsdienst übermittelt. Wir wollten also klar an den Dossier positionieren. Ich will betonen, dass ein konstruktiv Approach, die wir wollen, macht schaffen. Wir sind der Meinung, dass sich, wenn wir eine Überlegung haben, muss sich globale Pakt sind. Die globale Pakt muss ganz klar sozial équilibré.